Herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Also vor allem freue ich mich über die Gelegenheit, euch Danke zu sagen als Kirche. Ihr tut uns wirklich einen großen Dienst. Vielleicht seid ihr euch dessen nicht bewusst, aber ihr seid bereit, Simon mit uns zu teilen. Und das ist wirklich ein großes Geschenk an uns. Simon leitet ja bei IGW unseren Standort in Zürich und wir sind mega dankbar dafür und arbeiten so gern mit ihm zusammen. IGW ist ja eine theologische Ausbildung. Wir bilden Pastoren aus und lieben das. Und es ist einfach schön. Wir sind euch als Kirche dankbar. Ich hatte gerade, Joni hat es schon erzählt, ich bin verheiratet, habe 2 kleine Kinder und wir waren gerade jetzt in der letzten Woche im Skiurlaub in Graubünden und sind gestern Samstag nach Hause gekommen. Noch habe ich ein paar Skischuhe im Auto, ich habe es nicht geschafft, ganz auszuräumen, aber ich wollte auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, heute hier zu sein. Ich muss euch ja sagen, es ist so schön, in diesem Land zu leben. Es ist wirklich so schön. Wir waren in diesen Bergen und dann sieht man diesen Ausblick und es ist einfach so imposant und schön. Es ist wie, ich hab einige Gottmomente, wenn ich in den Bergen bin. Ich finde es so wundervoll. Ich hatte eine harte Kindheit. Ich gehöre noch zu den Menschen, die sind ohne Internet und ohne Berge aufgewachsen. Ja, irgendwo in Deutschland, im Norden ist es hart. Die beiden Sachen möchte ich nicht mehr missen in meinem Leben. Von daher genießen wir das Leben hier sehr. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich heute bei Hochdeutsch bleibe, einfach weil ich nicht anders kann. Biografisch bedingt. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit 2025, wie du in dieses Jahr gestartet bist oder welche Gefühle du hast, wenn du an 2025 denkst. Weil so ein Jahreswechsel ist ja ganz natürlicherweise normalerweise eine Situation, wo man anfängt nachzudenken, wie war eigentlich letztes Jahr, wie war 2024, was kommt im nächsten Jahr auf dich zu. Und manche Dinge, die weiß man dann, da weiß man vielleicht, da steht ein Jobwechsel an oder ein Umzug oder Kinder, die in die Schule kommen oder was auch immer. Und andere Dinge, die weiß man nicht. Was wird 2025 bringen? Da sind die manchen Dinge, die überraschend und gut und schön und andere Dinge, die passeln dann so auf einen ein und man rechnet nicht damit. Und allein einfach die letzten 7 Tage war ich so immer wieder aufgerüttelt. Ich selber, mir ging es gut, wir waren beim Skifahren, es lief alles gut, aber dann kriegt man plötzlich die SMS, eine Freundin von mir war an einem anderen Ort Skifahren, hatte einen Skiunfall und Knie und 2 Knochen gebrochen und Spital und Chaos. Und dann denke ich, ach du meine Güte, fängt das Jahr so an für sie. Und ich habe das Gefühl, das Thema heute ist resilienter Glaube. Glaube, der Widerstandsfähigkeit hat, wenn Krisen kommen, wenn es schwer wird. Und ich habe das Gefühl, dass sich in unserer Gesellschaft etwas verändert hat. Also nicht nur persönlich, individuell in unserem Leben, die guten und schönen Seiten, sondern als ganze Gesellschaft in Europa, habe ich das Gefühl, wurden wir in den letzten Jahren durchgerüttelt. Und es ist etwas passiert. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst. Mein Gefühl ist, plötzlich kam Corona und es hat alles erstmal durchgeschüttelt. Dieses Gefühl, dass sich das Leben als ganze Gesellschaft plötzlich so dramatisch verändern kann. Und dann hatten wir das gerade so überstanden. Und dann kam der Russland-Ukraine-Krieg. Und schon wieder ist eine Vorstellung, ein Glaube, eine Hoffnung in der Gesellschaft zerbrochen, nämlich, dass sowas eigentlich nicht mehr passieren kann. So, Krieg in Europa war so völlig absurd. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, und mittlerweile setzen Gewöhnungseffekte ein. Ja, die nächste Pandemie kommt und geht, man gewöhnt sich so an Dinge und man gewöhnt sich irgendwie an so einen Krieg, aber wie absurd das war, als das Ding angefangen hat. Und dann gerade so, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass das die neue Realität ist, gibt es plötzlich diesen Überfall von Hamas auf Israel mit diesem unvorstellbaren Massaker, was dort gelaufen ist, wo man sich gar nicht das kriegt man gar nicht in seinen Kopf, was dort passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft so durchgerüttelt worden ist. Ich sage, Moment mal, das löst eine Unsicherheit aus. Was soll in der Zukunft kommen? Was passiert da jetzt? Und gerade im letzten Jahr 2024 habe ich Nachrichten gelesen, mit denen ich einfach nicht mehr gerechnet habe. Wenn da plötzlich drin steht, zum Ende des Jahrzehnts muss die Schweiz wieder wehrfähig werden. Und in Deutschland war genau dasselbe. Und es ist gar kein politisches Statement, es ist einfach nur diese Realität von, da passiert was in unserer Gesellschaft. Da gibt es wieder Dinge, über die gesprochen wird, über mögliche Kriege und Dinge, die ich mir gar nicht ausmalen möchte. Und ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist sowas, eine gewisse naive Hoffnung, die zerbrochen ist. So diese Vorstellung, es geht eigentlich immer bergauf. Die Vorstellung, wir haben als Menschheit und als Gesellschaft in Europa, wir haben dazugelernt, wir haben uns verändert, wir sind zivilisiert geworden, es gibt Dinge, die passieren uns nicht mehr. Wir haben es eigentlich im Griff.
Und dann merken wir, Moment mal, da kommt eine Pandemie, wir haben es nicht im Griff und dann gibt es wieder einen Krieg, der war unvorstellbar und dann gibt es Klimakatastrophen und dann macht die Natur alles Mögliche und wir merken irgendwie, wir haben es überhaupt nicht im Griff. Es passieren Dinge. Das ist noch erstaunlich. Und das macht was mit uns. Und in diesen Jahren, wenn ich das so beobachte, gibt es eine Art von Glaube, die ist widerstandskräftig, die ist resistent, die kann das aushalten. Und Resilienz meint Widerstandskraft. Das ist so wie dein Immunsystem. Wenn dein Immunsystem stark ist, dann kommen Viren auf dich zu oder Bakterien und dein Immunsystem kann es abwehren, das kann es handeln. Aber wenn dein Immunsystem schwach ist, dann wirst du krank. Dann erkältest du dich oder was auch immer. Und Resilienz ist diese Widerstandskraft, wo ich frage, okay, was kann dein Glaube handeln? Womit kannst du umgehen? Oder wo bricht Glaube ein und geht kaputt? Und in den letzten 5 Jahren habe ich beides gesehen. Es tut mir richtig weh. Und heute Morgen möchte ich mit euch dieser Frage nachgehen, nach resilienter Glaube. Wie sieht das aus? Und ich muss an 2 verschiedene Texte, die ich gerne mal vergleichen möchte mit euch, zu Anfang. Wir kommen dann nachher noch auf andere Texte. Aber die ersten beiden Passagen sind aus dem 1. Johannesevangelium, wie Johannes sein Evangelium startet. Und ihr seht direkt auf der Leinwand gleich die zweite Passage aus 1. Mose. Ich lese es euch eben vor. Johannes beginnt sein Evangelium folgendermaßen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen, nichts ist ohne das Wort entstanden. Und wie klingt das in deinen Ohren? Vielleicht ein bisschen verwirrend von, was bedeutet das überhaupt? Aber es ist irgendwie so ein schöner Text, oder? Es ist so lyrisch, so schön geformt. Das löst schon fast so romantische Vorstellungen an den Anfang. Aber wisst ihr, wenn man ein Buch schreibt, und Johannes schreibt ja hier ein Buch, dann überlegt man sich ja sehr genau, wie will ich das Buch beginnen und wie will ich es enden. Anfang und Ende sind immer sehr wichtig. Und Johannes wählt ganz bewusst am Anfang die Worte am Anfang. So beginnt er sein Buch. Und wisst ihr, jeder Leser damals zu der Zeit aus dem hebräischen Kontext wusste genau, was Johannes meint. Johannes spielt auf etwas an. Und das kommt aus 1. Mose. Weil 1. Mose, Vers 1, beginnt eben ganz genauso mit am Anfang. Und dazu ganz kurz 60 Sekunden Kontext dazu. 60 Minuten wäre dramatisch. 60 Sekunden Kontext dazu. In der hebräischen Bibel heißt das erste Buch nicht 1. Mose und 2. Mose. Ja, das ist eigentlich eine recht moderne Erfindung, sondern im Hebräischen, in der Alten Testament, so die Bibel, die Johannes hatte und Jesus hatte zu der Zeit, ist es heute auch noch genauso, wird das Buch benannt nach dem ersten Wort, so wie es beginnt. Und das erste Wort hier am Anfang, Bereshit. Das heißt einmal klar, im Buch Bereshit steht Folgendes. Das heißt, jeder ursprüngliche Leser wusste, Johannes spielt mit am Anfang sofort auf diesen Text an. Auf 1. Mose. Und da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Hier bekommen wir ein völlig anderes Bild, eine ganz andere Stimmung. Das ist doch interessant. Am Anfang war nicht dieses schöne, harmonische, wunderbare, sondern das erste Buch Mose zeichnet uns ein Bild von am Anfang war wüst und leer. Man könnte auch sagen Einöde, Chaos. Und das wüst und leer, das hebräische Wort, was hier übersetzt werden soll, das kennt ihr vielleicht, also es ist gebräuchlich in Deutsch, Tohu Wabohu. Schon mal gehört? Wüst und leer heißt Tohu Wabohu. Und es meint sowas wie eben Chaos, Einöde, heilloses Durcheinander. Also wenn du wissen möchtest, was Tohu Wabohu ist, geh in dein Kinderzimmer, wo gerade fleißig gespielt worden ist. Und wenn du keinen einzigen Schritt mehr tun kannst bis zum Bett, wo du dir nicht wehtust, dann weißt du, was Tohu Wabohu ist. Ist das komplette Chaos. Und so beginnt es. Am Anfang, da war schon Chaos. Und wenn du in deinem Leben Chaos hast, wenn du vielleicht jetzt nach dem Urlaub morgen, vielleicht ist morgen dein erster Arbeitstag und du gehst in deine Werkstatt oder an deinen Arbeitsplatz oder an deinen Schreibtisch und da ist Durcheinander. Da ist so Tohu Wabohu auf deinem Tisch. Normalerweise beginnen wir damit erstmal aufzuräumen. Also vielen geht es ja so, ich muss erstmal aufräumen, ich muss erstmal klar Schiff machen und wenn ich alles ordentlich sortiert habe, dann kann ich anfangen zu arbeiten. Aber interessanterweise ist es nicht so, als würde Gott dieses ganze Chaos beiseite schieben, weil es ihn stört und dann schön in Ruhe beginnen, etwas zu kreieren. Der Text sagt etwas anderes. Es ist vielmehr so, dass der Geist Gottes schwebt über diesem Tohu Wabohu,
über diesem Chaos, über diesem Durcheinander. Und dieses darüber schweben, das ist so, als würde der Geist Gottes etwas ausbrüten. So, was kann ich aus diesem Chaos machen? Was kann ich daraus gestalten? Er schiebt es nicht zur Seite, sondern vielmehr ist es das Material in seinen Händen, mit dem er arbeitet. Und das macht mir Mut. Weil wisst ihr, viele Dinge in der Bibel, die stehen ja nicht einfach nur drin, weil es passiert ist, sondern weil es immer noch passiert. Und weil wir etwas über Gott lernen, wie er in unserem Leben arbeitet. Und manchmal bricht Tohu Wabohu über eine ganze Gesellschaft hinein oder über dein Privatleben, über deine Situation, wenn plötzlich du Nachricht von Krankheit, von Unfall, von ein Anruf und plötzlich ist da Tohu Wabohu, das Chaos. Gestern kriege ich ein Telefonat, hat mein Neffe einen Unfall in der Küche gehabt, kochendes Wasser auf dem Arm, Blaulicht, Sirene ab ins Krankenhaus, Chaos. Plötzlich da, Tohu Wabohu, jederzeit über uns hineinbrechen. Und vielleicht fühlt sich bestimmte Lebensbereiche, vielleicht ist gerade deine Ehe, fühlt sich vielleicht wüst und leer an, öde, Chaos, Tohu Wabohu. Und die gute Nachricht ist ja, dass es Gott, dieses Chaos steht nicht zwischen dir und Gott, es steht dir nicht im Weg, sondern es ist vielmehr so, als würde der Geist Gottes drüber brüten und sich überlegen, was mache ich Gutes daraus? Was gestalte ich damit? Was schaffe ich da aus diesem Chaos, aus diesem Tohu Wabohu? Und das ist eine Hoffnungsbotschaft. Weil was auch immer gerade in deinem Leben los ist, wir müssen es nicht zur Seite schieben, erstmal in den Griff bekommen, erstmal aufräumen und dann kommt Gott hinein. Sondern er ist längst drin. Er ist längst drin und er kommt genau da hinein, wie in die Weihnachtsgeschichte. Er interessiert sich nicht für die Fassade deines Hotels, sondern er will hineinkommen in den Stall. Da ist er mir manchmal peinlich, weil da ist es stinkig. Da ist es unangenehm, das ist nicht schön, das ist nicht aufgeräumt, das ist kalt. Aber genau da brauchen wir ihn. Und das ist Hoffnung. Und wisst ihr, gerade Glaube und Hoffnung ist ja unser Spezialgebiet. Das ist genau das, was wir dieser Welt zu geben haben. Und die Menschen um uns herum, deine Nachbarn, brauchen es mehr als vor 5 Jahren. Das ist meine These. Oder sie spüren es mehr. Da ist ein Bewusstsein dafür entstanden. Und genau das haben wir zu geben. Darin sind wir gut. Das ist unser Spezialgebiet. Und das sollten wir nicht vergessen. Und wisst ihr, ich bin Segler. Also seit ungefähr 15 Jahren gehe ich jedes Jahr segeln. Ich bin dann Skipper, also das nennt man quasi Kapitän auf einem kleinen Segelschiff. Wir gehen mit Freunden und Gruppen segeln. Ich liebe das, mit meiner Familie an Bord und so weiter. Das ist eine große Leidenschaft von mir. Und ich durfte einmal an einem Seenotrettungstraining mitmachen der Deutschen Marine. Das war echt der Knaller. Das ist oben an der Ostsee, bieten sie in Neustadt, gibt es eben dieses Ausbildungslager für deutsche Marinesoldaten. Und wenn die dann zu Hause sind, im Urlaub sind, bieten sie eben 1, 2, 3 Mal im Jahr so Wochenenden an für private Segler, für Skipper, um die auszubilden. Und ich kam dahin und ich war direkt beeindruckt. Das waren diese gestandenen Ausbildungssoldaten. Ich habe deren Rang. Das habe ich nicht im Kopf. Als Theologe merke ich mir sowas nicht. Aber also Offiziere, irgendeine Form von Offizier, hoch angestellt, taffe Typen. Und die haben mit uns die verrücktesten Sachen gemacht. Ich dachte, Feuer, also wie löscht man ein Feuer? Ich dachte, naja, wir mussten lernen, wie man einen Feuerlöscher vernünftig bedient. Kann ja nicht so schwer sein, wird eine Mülltonne angezündet, Feuerlöscher drauf, die Sache ist erledigt. Aber als sie sagten, wir gehen in die Brandschutzhalle, da ist okay, irgendwas passiert. Und ernsthaft, Brandschutzhalle haben wir komplettes Outfit anbekommen, Feuerwehroutfit. Dann stand da ein ausgebrannter Helikopter, da habe ich gesagt, wir üben mit dem, was wir mit unseren Soldaten auch machen. Dann gibt er 5 Liter Benzin auf diesen Helikopter, 4 Meter hohe Flammen und du sollst dann mit einem 12 Kilo schweren Feuerlöscher draufgehen. Das war wirklich irre, dieses Wochenende. Und zwischendurch gab es Theorieeinheiten. Und eine Sache, die für mich am prägendsten war, die ich nicht vergessen werde, da ging es darum, Notfallszenarien. Wenn alles drunter und drüber geht, wenn dein Schiff im Sturm kentert und du und deine Crew euch in die Rettungsinsel bergen müsst. Schlimmstes Szenario, ihr sitzt in der Rettungsinsel, ihr habt keine Chance mehr und ihr wartet darauf, gefunden zu werden. Und was ist, wenn es länger dauert? Und dann steht dieser Offizier dort und sagt, es ist deine Verantwortung als Skipper, dafür zu sorgen, dass deine Crew überlebt. Und wenn sie die Hoffnung verlieren, dann sterben sie. Auf gar keinen Fall
dürfen die Leute in deiner Rettungsinsel die Hoffnung verlieren. Wenn der Glaube daran, gerettet und gefunden zu werden, wenn der Glaube verloren geht, dann seid ihr tot. Und dann sagte er, damit hatte ich nicht gerechnet, dann sagte er, und in diesem Moment müsst ihr gemeinsam singen. Er sagt, Singen stärkt den Geist. Singen stärkt das Innere, das Gemeinsame. Und dann meint er sogar, es ist erstmal völlig egal, was ihr singt. Das Singen allein schon bewirkt etwas. Deswegen gibt es so viele Seemannslieder. Und jetzt stellt euch mal vor, was wir als Kirche hier gemeinsam tun. Wir singen ja nicht einfach Seemannslieder. Gemeinsam Gott anzubeten, gemeinsam hier zu stehen und zu singen, das rettet Menschenleben. Das rettet Glauben. Und manchmal, wenn gerade Tohu Wabohu ausbricht im eigenen Leben, egal in welchem Bereich, ist es manchmal das Letzte, worauf man Lust hat, gemeinsam anzubeten. Da will man sich zurückziehen, aber genau dann braucht man das. Genau dann braucht man das. Wisst ihr, und diese Spanne, die mutet Jesus uns zu im Neuen Testament. Er behauptet nie, es gäbe das Tohu Wabohu in deinem Leben nicht, sondern es kann passieren. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, wo er mit seinen Jüngern darüber spricht. Erschreckend offen und ehrlich, sagt er, Matthäus 24, Vers 6. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Das ist so etwa Zusammenfassung der Tagesschau. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnot und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Jesus macht kein Geheimnis draus, es passiert. Und Jesus bietet uns einen Glauben an, der resilient genug ist, um diese Realität zu handeln. Ich möchte euch von 2 Personen erzählen. 2 Männer im Neuen Testament. Beide echte Helden des Neuen Testaments. Beide von Gott berufen, beide da draußen predigen, geben alles, geben ihr Leben fürs Reich Gottes. Beide kommen ins Gefängnis. In beiden Gefängniszellen geht die Tür auf. Durch die eine Tür kommt ein Engel. Durch die andere Tür kommt ein Henker. Der eine, Petrus, wird in die Freiheit geführt. Der andere, Johannes der Täufer, wird in den Tod geführt. Beides ist Realität im Neuen Testament. Und das irgendwie auszuhalten, das einen Glauben zu haben, der beides umspannen kann, das ist enorm herausfordernd. Und wir haben eine Glaube und eine Hoffnung, die uns nicht verspricht, dass nicht auch Schwierigkeiten und Chaos in unser Leben trifft, sondern ein Glaube, der sagt, Gott ist mittendrin. Und Gott nimmt es in die Hand und Gott gestaltet etwas und er tut etwas damit. Wisst ihr, ich möchte näher hineinschauen in die Geschichte von Johannes der Täufer. Weil Johannes der Täufer hatte ja einen sehr einflussreichen Cousin. Die Bibelkenner unter uns lachen. Das war Jesus selbst. Ja, Johannes der Täufer war ja der Cousin von Jesus. Und die Lebensberufung von Johannes dem Täufer war es ja, den Weg vorzubereiten von Jesus. Und er hat alles dafür getan und er hat seinen Dienst ganz treu gemacht und hat seine Jünger darauf hingewiesen, das ist das Lamm Gottes, er muss groß werden. Um ihn geht es nicht um mich. Und dann kommt Johannes der Täufer ins Gefängnis. Was würdest du erwarten, wenn du im Gefängnis sitzt? Tag für Tag, Woche für Woche sitzt Johannes dort in dieser dunklen, kalten, nassen Zelle. Und wo ist eigentlich Jesus? Natürlich muss doch Johannes irgendwie damit gerechnet haben, dass Jesus ihm hilft, dass er ihn vielleicht dort rausholt, dass er doch mal zumindest ihn besuchen kommt. Aber wo ist dieser Jesus, der scheinbar Zeit hat für alle anderen, für eine Samariterin, für Aussätzige, für Kranke, für Leute, die nichts für ihn getan haben und danach auch nichts für ihn tun? Leute, die sich noch nicht mal bedankt haben. Und dann sitzt Johannes dort, sagt, wo ist jetzt Jesus? Und Johannes wird tatsächlich enttäuscht. Und steht so wortwörtlich nicht in der Bibel, aber ich kann euch sagen, ich möchte euch vorlesen, warum ich glaube, dass das die Realität ist. Nämlich in Matthäus 11 passiert etwas ganz Außergewöhnliches. Da schickt nämlich Johannes der Täufer seine Jünger zu Jesus,
mit einer Bitte. Johannes bittet seine Jünger, Jesus etwas zu fragen, nämlich Vers 3. Bist du der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und das ist eine merkwürdige Frage. Stellt euch mal vor, wie werden die Jünger von Johannes darauf reagiert haben? Ja, Moment mal, Johannes, du hast doch dein Leben lang gepredigt. Du hast uns doch gesagt, seht hin, das ist das Lamm Gottes. Das ist der Messias. Das war doch deine Message. Also, Johannes, wieso sollen wir denn jetzt diesen Jesus fragen, ob er der ist, der kommen soll? Das hast du doch gesagt. Aber Johannes sitzt dort in seiner dunklen Zelle und seine Lebensrealität schrumpft zusammen auf die Größe von seinem Schmerz. Und er kann plötzlich nicht mehr darüber hinausblicken. Und das passiert manchmal mit uns. Wenn uns das Tohuwabohu trifft, wenn wir in unserer nassen, kalten Zelle sitzen und Gott nicht einfach eingreift und es nicht sofort wieder gut wird, dann fangen wir plötzlich an zu zweifeln. Und dann sehen wir nicht mehr klar. Im wahrsten Sinne des Wortes sehen wir nicht über die Wand vor uns hinaus. Und dann kommen diese Freunde von Johannes und fragen Jesus, und Jesus weiß es. Jesus verurteilt ihn nicht, aber er versucht, seine Perspektive zu weiten. Und er gibt den Jüngern folgende Antwort. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Jesus öffnet die Perspektive von Johannes. Jesus lädt ihn ein, über seine Gefängniszelle hinauszublicken. Zu sagen, hey, du kennst die Antwort eigentlich. Schau, was passiert. Und das ist so wichtig, dass in den Momenten, wo wir es gerade nicht in unserem eigenen Leben sehen, hinausschauen auf das, was Gott tut. Wie wertvoll ist dafür Gemeinde? Weil wir uns gegenseitig unterstützen, weil wir gegenseitig sehen können, was Gott in unserem Leben tut. Und dann, gerade als man denkt, so jetzt ist die Passage vorbei, so das passt, gibt Jesus noch einen Nachsatz. Und der ist interessant, weil Jesus sagt dann nochmal und noch etwas, beziehungsweise genauer gesagt, hier in Vers 6, und sagt ihm, da kommt noch ein spezieller Nachsatz, ich glaube, es ist der Höhepunkt in dem Text, und sagt ihm, glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Das ist interessant. Das sagt doch Jesus nur, also das macht ja nur Sinn, wenn tatsächlich Johannes ja Anstoß nimmt an dem, was Jesus tut oder gerade nicht tut. Und Jesus spürt, mein Cousin ist gerade enttäuscht von mir. Ich erfülle gerade nicht seine Erwartungen. Ich kann es ihm auch jetzt gerade nicht erklären. Aber glücklich ist jeder, oder man könnte auch sagen, gesegnet bist du, wenn du keinen Anstoß nimmst an dem, was Gott in deinem Leben tut oder gerade nicht tut. Und die Luther übersetzt das phänomenal. Er sagt, glücklich ist jeder, der nicht irre wird an mir. Das war so, du kannst irre werden an der Realität, die dir begegnet. Du denkst, was ist los, Gott? Und das Schöne ist, sowas würden wir eigentlich im Gottesdienst nicht sagen. Ja, also, wann hast du das letzte Mal in deiner Small Group gehört, wie geht's dir gerade? Gott ärgert mich gerade, ich bin enttäuscht, ich nehme gerade Anstoß an Jesus. Das machen wir eigentlich nicht. Aber manchmal, dann denke ich mir, wenn ich dann in meiner Small Group sitze und dann höre ich von so kleinen Gebetserhörungen, da sagt jemand, hey, ich war neulich zu spät dran und dann bin ich vorgefahren, ich hatte diesen Termin für mein Bewerbungsgespräch und ich habe keinen Parkplatz gefunden und ich bete noch gerade, da wird direkt in der ersten Reihe ein Parkplatz frei. Ich sage, echt jetzt? Jesus, echt jetzt? Ich bete seit 10 Jahren für meinen Bruder, der in Not ist und du hast bisher noch nicht eingegriffen und dem gibst du einen Parkplatz? Wirklich? Glücklich ist jeder, der nicht Anstoß nimmt an dem, was Gott tut oder nicht tut. Und es ist nicht immer verständlich. Und er erklärt es auch nicht immer. Manchmal ja, aber oft nicht. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, was hat alles Platz in deinem Gottesbild? Was hat Platz in diesem Rahmen? Ihr seht das Bild von Wüste und Oase. Und beides kann dein Jahr 2025 sein. Ich weiß es nicht. Aber was hat beides Platz in deinem Glauben? Oder hast du einen Glaube, der eigentlich nur Platz hat für Oase? Wenn man ja mit Jesus unterwegs ist, dann geht es uns gut und alles wird geheilt und alles geht bergauf und es ist einfach stetig schön nach oben. Und wenn unser Glaube nur Platz hat für die Oase und wir werden konfrontiert mit Wüste, dann ist er nicht resistent, dann ist er nicht resilient, dann bricht er zusammen.
dann hält er das einfach nicht aus. Welche Art von Gottesbild hast du? Welche Erwartung hast du an deine Zukunft? Wie denkst du über deine Vergangenheit nach? Die gute Nachricht ist doch nicht, dass, wenn du Jesus nachfolgst, es kein Tohuwabohu mehr gibt, sondern dass der Geist Gottes mitten darüber schwebt und das in die Hand nimmt und das als Grundmasse verwendet, um etwas Gutes in deinem Leben zu machen. Denen, die Gott lieben, dienen die Dinge zum Besten. Das ist die gute Nachricht davon. Wisst ihr, ich habe als mein ältester Sohn, als er noch Baby war, so etwas unter ein Jahr, hatten wir gerade eine schwierige Zeit mit Nächte sind kurz und viel unterbrochen. Und ja, ich habe bei der Menge der Kinder bin ich sicher, einige können das nachempfinden. Man geht so ein bisschen am Zahnfleisch, nicht nur ein bisschen, eigentlich ziemlich viel sogar. Und dann will man abends das Kind ins Bett bringen und es weint einfach, aus unerklärlichen Gründen. Und dann irgendwann mal, und man muss ja das Licht ausmachen, es muss ja dunkel sein, damit das Kind irgendwie zur Ruhe kommt. Und dann steht man da im Dunkeln und so ein Baby kann ganz schön schwer werden. So 10 Kilo auf die Dauer, das geht einem richtig auf den Nerv irgendwann. Und dann ist der Kleine endlich eingeschlafen. Und jede Art von Ansatz einer Bewegung, um das Kind abzulegen, ja ganz genau, die Eltern wissen, was los ist. Jede Art von Bewegung wacht er sofort auf, fängt an zu weinen, weiß genau, man will ihn ablegen. Ich denke mir, was? Und das war der Moment, der macht mich wütend. Da habe ich keine Geduld, da mache ich richtig wütend. Und ich erinnere mich dann dazustehen, zu denken, ich kann nicht mehr. Und dann kam ich auf eine völlig verrückte Idee, wo Theologen normalerweise ja nie daran denken würden, ich könnte ja beten. Dann dachte ich, okay, wenn ich eh schon hier stehe, könnte ich ja beten. Dann habe ich gespürt, ich habe überhaupt keine Lust. Ich habe überhaupt keine Energie und gar keine Lust und ich hatte auch überhaupt keine Lust auf irgendein frommes Gebet. Und das Einzige, was ich in dem Moment, das klingt nicht sehr fromm, aber es war so, das Einzige, was ich in dem Moment rausgebracht habe, war ein Satz. Gott, hier bin ich, wo bist denn du? Und da kam nichts mehr. Ich hatte einfach nicht mehr den Nerv, keine emotionalen Ressourcen. Und dann plötzlich ist was passiert. Dann plötzlich mitten in der Dunkelheit merke ich, da ist was. Da ist nicht was, da ist jemand. Und das war einer dieser ganz seltenen Momente in meinem Leben, die mir heilig sind. Das passiert mir nicht alltäglich, aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, Gottes Gegenwart ist da. Und die war ja schon immer da, aber ich hatte das Gefühl, jetzt darf ich es plötzlich spüren. Er zeigt ein wenig von seiner Gegenwart, darf ich gerade spüren und wahrnehmen. Und meine Augen waren weit offen, obwohl ich nichts sehen konnte. Meine Ohren gespitzt, obwohl ich ja nichts gehört habe. Ich mir gefragt, okay, was tut Gott jetzt? Aber diese Gegenwart, die einfach da war, schien gar nichts zu sagen, schien sich gar nicht zu bewegen, schien einfach nur da zu sein. So als würde er sagen, hier bin ich. Ich habe dann mein Herz geöffnet und plötzlich strömt eine Liebe und eine Freude, die einen erfüllt und plötzlich wird das nicht mehr eine Last, die man da trägt, sondern mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Das Verrückte ist, die Situation hat sich kein bisschen verändert. Noch jedes Gramm genauso schwer. Aber etwas in mir drin war anders. Und aus dieser Situation ist mir ein Merksatz, an dem ich festhalte, gewachsen. Ich glaube, ihr könnt es auf der Leinwand mitlesen. Ich glaube, resilienter Glaube rechnet nicht mit der Abwesenheit von etwas, sondern mit der Anwesenheit von jemand. Es geht nicht um die Abwesenheit von Krise, sondern die Anwesenheit von Christus. Es ist nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern die Anwesenheit von Christus. Das macht für mich widerstandsfähigen Glauben aus, der es handeln kann, wenn mal Tohuwabohu über uns hineinbricht. Das macht unseren Glauben stark, weil Christus drin ist und darüber schwebt. Ich habe euch erzählt, dass ich Segler bin. Ich möchte zum Schluss noch ein Bild mit euch teilen. Hier einmal, damit ihr die Geschichte versteht. Ich habe ein Bild vom Segelboot mitgebracht. Ihr müsst wissen, unter der Wasseroberfläche gibt es einen Kiel. Und dieser Kiel ist ganz entscheidend. Da hängen mehrere Kilo, mehrere Tonnen an Bleibombe unter diesem Boot. Dass wenn der Wind in die Segel pustet und sich das Boot schräg stellt, das Ding nicht umkippt, sonst würde es einfach umkippen. Aber unterhalb der Wasseroberfläche, im Verborgenen, wo es keiner sieht, hängen mehrere Tonnen schweres Blei, was das Ding aufrecht hält.
Und es ist mir immer wieder ein Spaß zu sehen, wenn ich das mit Leuten raussegel, die zum ersten Mal auf dem Schiff sind. Und dann fängt das Ding sich an 20 Grad auf die Seite zu neigen, sagt alles, dein ganzer visueller Eindruck, das, was du siehst, ist, das Ding kippt doch jetzt um. Aber sie können nicht sehen, was unter der Wasseroberfläche ist. Dieser schwere Ballastkiel, der dich aufrecht hält, der ein Gegengewicht bildet. Und wir waren mit unseren IGW-Studenten, haben wir Persönlichkeitstraining lange Jahre gemacht auf dem Segelboot. Und wir waren mit 2 Booten unterwegs und es war an einem Tag mit schwerem Wetter. Viel Wind, viel Welle und es war harte Arbeit, das Ding nach Hause zu bringen in den Heimathafen. Wir waren mit 2 Schiffen unterwegs, auf dem anderen Schiff war mein Bruder als Skipper und ich stand am Steuer und habe versucht, dieses Ding gut nach Hause zu bringen und habe dann kurz einmal das Handy rausgenommen und ein Foto davon gemacht und das habe ich euch mitgebracht. Ist auf dem Foto, leider sieht es bei weitem nicht so spektakulär aus, wie es sich anfühlt, aber es war wirklich, es war sehr, sehr hart und vielleicht seht ihr, wie dieses Schiff sich auf die Seite legt. Wie man die ganze Seite vom Schiff sieht, so 20, 30 Grad auf die Seite. Ich habe ein Foto davon gemacht, in meinem Tagebuch, was etwas notiert zu resilientem Glauben. Und das möchte ich euch vorlesen, bevor wir beten. Das mache ich normalerweise, lese ich nie was aus meinem Tagebuch vor, aber das möchte ich euch gerne vorlesen. Resilienter Glaube legt sich hart in den Wind, ohne dabei zu kippen. Resilienter Glaube hat einen schweren Kiel unterhalb der Wasseroberfläche. Im Verborgenen hängt das Gegengewicht. Resilienter Glaube hält Kurs, auch wenn das Wetter umschlägt. Resilienter Glaube wird im Sturm sichtbar. Er wird geboren in der Stille. Resilienter Glaube ist nicht überrascht, wenn die Wolken zuziehen, wenn der Gegenwind einsetzt. Resilienten Glauben trainiert man im kalten Wasser, nicht in der Therme. Ich möchte noch für dich beten. Jesus, die Realität ist, dass wir manchmal nehmen wir Anstoß an dem, was du tust oder nicht tust in unserem Leben, weil wir nicht verstehen. Jesus, aber deine Gegenwart gibt uns Hoffnung und Kraft. Die Tatsache, dass du da bist und drin bist. Und ich bete jetzt fürs Jahr 2025. Ich bete für all die, die das Gefühl haben, Tohu Wabohu in ihrem Leben zu haben. Ich bete, dass du unseren Glauben stärkst heute Morgen, dass du ihn resilient machst und widerstandskräftig, weil wir an dir festhalten. Dass wir unseren Blick erheben über unser eigenes Chaos hinaus, über das, was uns gerade beschäftigt, hinaus und offene Augen haben und sehen, was du tust. In unserem Leben, aber im Leben der anderen. Dass du als Gemeinschaft unseren Glauben stärkst und am Leben hältst, wenn wir dich gemeinsam anbeten. Ich bete für das Jahr 2025 mit all den Schönwetterzeiten und den Sturmwetterzeiten, dass wir vorbereitet sind, unser Glaube stark ist, dass wir ungebrochen an dir festhalten und mit dir durchgehen, was auch immer du uns zumutest und anvertraust. Im Namen von Jesus hängt unsere Hoffnung und unser Glaube an ihm. Danke, Vater. Amen.